Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission «Blick auf Europa». Wir sind das heute zu Brüssel, paar Sujets, die uns beschäftigt haben. Ein davon ist die Strassenverkehrssicherheit, wo wir schon ein paar Mal Gelegenheit hatten, darüber zu schwätzen, wo eine Entwicklung im Moment stattfindet, die uns nicht so gefällt. Ich komme nach darüber zu schwätzen. Das ist ein bisschen Allgemeines. Wir schaffen sowohl die Kommission wie auch das Parlament und natürlich auch an den einzelnen Memberstaaten. Für 14 Tage hatten wir daheim an der Chambre zu Lützeburg eine größere Diskussion über den Aktionsplan, den von der Regierung proposiert wird. Und auch hier schaffen wir im Bereich der Prävention, das heißt alles, was eine bessere Education ist für die Chauffeuren. Dann natürlich auch die neuen technischen Mittel, die wir haben, besser Assistenzsysteme an den Auto, mehr Moyen an die Infrastrukturen, für die besser zu kriegen, für die mehr sicher zu kriegen. Und das dritte natürlich, was nicht ausbleibt, das ist für aber Sanktionen herzuholen, für mehr Kontrollen und mehr Sanktionen für Leute, die sich aber noch immer nicht an die Regeln halten. Wir haben hier für eine geraume Zeit, am Laufe des letzten Jahres, 2013 sogar schon, haben wir am Anfang darauf insistiert, dass eine Definition geschafft gehen für die Schwerblesser. Das geht immer von den Verkehrsopfern geschwärzt, von den Toten. Und da gehen noch Zölle festgehalten. Aber das am Anfang hat lange Zeit gefehlt in einer Definition von den Schwerverletzten. Und wenn ich keine Definition habe, konnte ich natürlich auch keine Zölle erstellen, konnte ich keine Daten sammeln. Und für 2 Jahre, wie gesagt, hat die Kommission das gemacht. Und dann haben wir dann natürlich voller Erwartungen am Anfang darauf gewartet, dass die Arbeit so weitergehen, dass sie dann auch sollen Daten sammeln, dass sie am Anfang sollen ganz konkret auch Ziele rausgehen. Das heißt, muss ich ja am Leben Ziele haben, für etwas hinzuschaffen. Und genau das also, haben wir ein bisschen Zoff, da haben wir zu einer ganz Partie Organisationen, aber auch zu einer ganz Reihe Deputierten, die an persönlichen Nummern einen Brief gemacht haben und Kommissarin, für zu sagen, lauscht mal, wir haben mitgekriegt, dass die Arbeit erstellen, dass die nicht mehr auf dem Sujet schaffen, dass nicht mehr die Daten sammeln und dass für allem keine Ambitionen hat, für ein Ziel rauszugehen. Für zu sagen, wir reduzieren bis 2020 im Talsch oder bis 2050 versichern wir Nacht zu reduzieren. Und wie gesagt, die Ziele, die von den nicht mehr an der neuen Strategie, an der neuen Halbzeitbilanz am Anfang die Kommission gemacht hat. Und das hat uns abgestoßen, da haben wir wirklich Zoff mit der Kommission. Und da werden wir auch insistieren, dass darauf geschafft wird, dass das Anklang findet an der Arbeit von der Kommission und dass die Ziele, wie gesagt, fixiert gehen und noch publik gemacht gehen, dass die eine Orientation hat, wo wir das schaffen. Das ist so, dass die Zölle, die wir haben, wie ich am Anfang gesagt habe, die beschäftigen sich ganz viel mit den Verkehrstoten. Das sind da 2013 auf verschiedenen Ländern noch immer viel zu viel. Und das ist auch so, dass die Zölle eigentlich die letzte Zeit nicht so hoch gehen, wie wir uns das wünschen. Ihr wisst, dass wir die Vision Zero rausgehen haben, das heißt, bis 2020 reduzieren wir das gerne um 22%. Und bis 2050 wollen wir die Vision Zero, dass wir keinen Verkehrsabfall mehr zu beklagen haben. Und die Zölle weisen aber eigentlich noch eine ganz gute Entwicklung von 2010 und 2011, 2012 weisen Zölle eine leichte Stagnation und sie geht nämlich just nach 0,6%, wo die Zölle am Anfang raufgehen von den Verkehrsabfall. Das geht uns nicht durch. Und nicht mehr spät wie die letzte Woche, als auch ein Preis, den alle Jahre in das Land vergibt, was am besten durchsteht, was die besten Resultate aufweisen wird. Das ist ja Slowenien gewesen. Das ist das einzige Land, wo am Anfang wo Zölle vielversprechend sind, wo dann die richtige Richtung geht. Lützeburg steht auch nicht so schlecht da, aber wie gesagt, aber Zölle sind nicht so encourageant, dass den Tankin an den Schoß legen, also das ist eine gute Entwicklung, wir können da so laufen lassen.
Et is so, dat natürlich eine Ursache noch gesicht gibt. Es gibt eine Ursache gesicht für was, dass wir noch nicht fertig springen weiter auf dem Sujet. Und als von den Sujets, das natürlich von den Ursachen, als Krise. Die Krise an Europa bewegt aber viel Leute zu spuren auf ihrem Auto, vielleicht nicht die nötigen Equipmenter, die notwendig wären, nicht die nötigen Revisionen machen zu lassen, nicht Pneuen zu erneuern, wenn es unbedingt muss sein und so viel. Und das heißt, du stellst ihn aber fest, dass die Autos größtenteils an einen schlechten Zustand kommen und dadurch natürlich auch Accidenten verursacht werden. Natürlich spielt noch Wetterkonditionen eine Rolle, natürlich spielt auch andere Faktoren eine Rolle. Und das ist etwas, was uns beschäftigt, dann, wo wir darauf schaffen. Wir müssen nicht fertig bringen, wie gesagt, dass wir die Ziele erreichen, dass wir die Ziele, dass das immer noch weiter auch raufgeht. Und das ist ja am Anfang auch das, wo wir die Kommission auch auffordern, sich nicht nur auf die Tode, mehr warum die schwer blessiert, mit verlässlichen Zielen, mit verlässlichen Zielen, mit ausstrebaren Zielen zu dokumentieren. Ein zweites Sujet, den uns beschäftigt hat, wo ich auch schon persönlich mir lange drauf schaffen, ist den 4. Eisenbahnspaket, wo wir doch fertig sprechen, den 17. Juni in Akkord zu finden. Ihr wisst, dass das ein technischer Pilier ist. Es sind am Ganzen sind 6 Direktiven, 3 handeln das technisch. Einerseits die Interoperabilität, einen offenen Eisenbahnsmarkt zu kreieren, wo wir fertig bringen, Trafiker, wo wir die Grenzen wegdenken, wo wir Trafiker grenzüberschreitend problemlos können aufwickeln. Das Zweite ist Sicherheit, das ist ein hoher Standard für Sicherheit, den wir haben, für den Nacht zu verbessern. Und der Dritte ist für die Eisenbahnagence, die Europäische Eisenbahnagence, für die zu stärken, dass die mehr Moyens kriegt. Das geht doch nicht auf Kosten von den nationalen Agenzen, aber das soll komplementär darüber sein, das soll in Überbau sein, und die sollen am Fall von Litige auch Decisionen können holen. Das in Ewolle den Hummer aufgeschlossen no neng Ofent no neng lange Verhandlungsrunden am Trilog mat der Kommission zu summen, mam Conseil an mir als Parlament hunn et of herdesprt, och ein ganz Reihe technisch Meetingen, die dem fir herausgange sind, hummer wie so den Akkor fand, an der das den Ewolle, der das auch gut mir sind noch stolz darauf, dat wär doch der Industrie an erwoch dem Klient et erméigchen besser funktionierenden Eisenbahnsmärkte an Europa zu kreen. Nicht mehr so nationalstaatlich orientiert, mehr europäisch orientiert. Der Zweite ist der politische Volley von dem ganzen Dossier, wo wir auch loskommen, die was da um Struktur geht von den einzelnen Gesellschaften, wie die sich zu strukturieren, wie die sich abzustellen haben, die was da dann immer Trennung von der Infrastruktur auch von den Operateuren, die drauf fuhren, das soll der Kommission noch komplett getrennt sein. Das ist nicht eins, das ist schon gar nicht meine Position. Das heißt, es sind immer verwendet gewesen seit jeher von einer Kombination von Schiene und Rad. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Und da soll geguckt, in ein Modell zu finden, den kleinen Unternehmen, auch kleinen Nationalstaaten, und auch den größeren, den da faire Bedingungen schafft für die Vereine, nicht so viel Kosten verursacht, weil das ist auch wichtig, an den Klient, wie gesagt, an den Mittelpunkt regelt, was auch wichtig ist. Den zweiten Wolle den Direktor gebunden ist, das ist die öffentlichen Ausschreibungen. Ihr wisst, dass Eisenbahnunternehmen einen Kontrakt haben, weil sie auch eine Leistung, einen Dienstleistungsvertrag, sie bringen ja eine Leistung, sie feiern ja all Jahre so viele Tausenden, Millionen Leute durch Europa, sie machen einen Kontrakt mit ihrem Staat. Und die seid natürlich eine ganz paar die Sache 4. Aber bislang ist es so, dass Memberländer konnten auf den Weg von Ausschreibungen gehen, aber verschiedene Memberstaaten haben den Weg gewählt, für eine Direktvergabe, eine Attribution direkt zu machen und hier Kompanien, mit denen sie bislang immer gut gefahren sind. Natürlich die Kommission, der Wunsch von der Kommission ist es, für mit denen Attribution direkt abzuhalten, dass alles ausgeschrieben gehen. Und da setzen wir ganz große Hoffnungen an die Lützeburgische Präsidenz, die wie gesagt angeht, wo wir auch auf einem Modell schaffen, den auch ganz noch und den vom Parlament herumkommen, für zu sagen, Attribution direkt muss in Zukunft noch möglich sein. Natürlich kann da durch Kriterien gebunden sein, erstens Qualitätskriterien, aber auch Sozialbedingungen, alles, was denen an so einem Vertrag dann eben vorgesehen.
Das muss natürlich kontrolliert können gehen, das muss auch am gegebenenfalls rektifiiert gehen, dass die kann ergreifen. Das werden die neuen Überlegungen sein, die dann lo Lützeburg Präsidentswert begleiten. Wir hoffen, wie gesagt, dass Memberstaaten sich bis Oktober so ein bisschen eins gehen, dass sie einen generellen Approach kriegen, dass sie mit einer Position da können auf hier treten und dann noch auf Verhandlungen mit uns antreten, mit unserem Projekt und dann natürlich die üblichen, die Trilogverhandlungen, dass die wie gesagt, den November, den Dezember, dat für den Aufschluss von der Präsidenz, den Dezember Konseil, für dat wir da in Akkord und dass wir endlich können so ein feiert den Eisenbahnpaket aus der Dach an der das zufriedenstellen für den Klient, für den Eisenbahner, für die Länder nicht so viel Kosten, für die Entreprise, für die Industrie, dass wir nicht das 5. Paket brauchen, auch schon gar nicht das 6. Paket brauchen, weil das will gehen. Und das ist auch schlecht, weil es kann eine Entreprise, es kann sie am Anfang zu Tod strukturieren, kann sie durch immer neue Überlegungen, immer neue Gesetzgebung, immer neue Direktiven, kann am Anfang etwas Futti machen, was ja aber ein ganz großen Zisch den Moment für am Jargon zu bleiben, von den Zisch ganz gut funktioniert. Das wäre, wie gesagt, hier von Brüssel. Und ich sage nicht merci für das Nachgucken.